Gut, ja? Mhm. Hast du ein bisschen rechts gehen? Und dann ist er fertig. Wieso ist er so in der Mitte? Es fängt schon an. Oh. Ich habe schon angefangen zu streamen und ich habe gemeint, das fängt pünktlich am 8. Uhr an. Aber es ist 2 vor 8 Uhr und er hat schon automatisch angefangen, weil mein Stream ist auf Vimeo gekommen und dann hat es automatisch eingeschaltet, glaube ich. Ist schon jemand da? Es ist 2 vor 8 Uhr. Ich verstehe, wenn ihr erst am 8 Uhr kommt, weil eigentlich haben wir am 8 Uhr zusammen abgemacht. Schreibt doch schreiben im Chat, wenn ihr schon da seid. Euch melden. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche gehabt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Schweizerdeutsch üben. Ihr habt Zeit gehabt für Schweizerdeutsch. Auch einfach so das Radio einschalten. Schweizer Radio zum Hören, zum im Hintergrund etwas haben. Das hilft auch immer zum Lehren, wenn du hörst, wenn du die Sprache hörst. Und es ist schön, dass ihr heute einschaltet. Für die später schauen, auch. Es ist nicht so schlimm. Ihr könnt später noch einmal schauen und wiederholen, üben, hören. Ja, dass das dann gut geht mit dem Schweizerdeutsch. Ja, jetzt ist schon 59. Bald starten wir wirklich. Heute geht es zum Thema möchte, also sagen, was man möchte. Ja? Oder was man vielleicht weniger möchte. Ja? Möchte ist ein Modalverb. Eigentlich kommt es vom Verb mögen, aber das sage ich gerade noch einmal. Also, der offizielle Start ist jetzt. Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Schön sind ihr da. Schreibt auf dem Chat oder schreibt nur auf dem Chat. Wenn ihr da seid, dass ich sehe, dass jemand da ist, dass ihr mit mir reden könnt. Also heute geht es um das Verb «möchte». «Möchte» ist eigentlich kein Infinitiv, das wäre das Verb «mögen». «Mögen» ist die Kraft haben, um etwas zu machen, die Energie haben, um etwas zu machen, auf Schweizerdeutsch. Hallo, Luna Nera. Wow, schwarzer Mond. Schwarzer Mond. Das erinnert mich an Mohn. Mohn, das Korn von der Mohnblume. Grüezi, wie geht's? Woher kommst du? Du bist Patricia. Okay. Wir haben zusammen geredet. Genau. Hallo Nancy. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Ich hoffe, ihr habt eine ganz schöne Woche gehabt. Ja. Okay. Also, heute geht es zum Thema «Möchtest etwas machen?» Ja, «möchtest» ist ein Verb, das sich verselbstständigt hat. Es ist eigentlich im Konjunktiv, darum gibt es kein Infinitiv. Also, ich möchte oder ich möchte. Ich glaube, man könnte das so sagen. Ich möchte etwas machen. Ich möchte eine Klasse. Ja. Was möchtet ihr? Oder du kannst auch sagen, ich möchte. Manchmal sagen wir es verkürzt, manchmal sagen wir es mit dem «i», manchmal ohne «i». Das ist gleich. Also, was möchtest du machen? Oder was möchtest du essen? Oder was möchtest du spielen?
Oder was könnten wir sagen? Was möchtest du für einen Film schauen? Oder was möchtest du singen? Was möchtest du singen? Ja? Ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte oder möchte. Das ist wieder gleich wie im Ich. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchtet. Das ist das Verb, ja. Ah, Nancy, du möchtest reisen. Super. Reisen ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber wir können immer den Wunsch haben. Den Wunsch haben zu reisen. Genau. Hallo Steve. Genau, Reisen ist super. Denn ich möchte Ferien haben zum Reisen. Das ist auch gut. Es ist besser, wenn du Ferien hast, wenn du Zeit hast. Geschäftsreisen sind auch interessant, aber du hast weniger Zeit zum Sightseeing machen, zum Sachen anschauen. Also, jetzt, du kannst fragen, möchtest du tanzen? Ja? Wenn du in der Disco bist, sind vielleicht Männer, die fragen. Generell, traditionell sind es vielleicht Männer, die fragen, möchtest du tanzen? Oder du kannst auch mit dazugeben, mit mir. Mit mir. Wie wäre die Frage? Wie ist das bei euch? Wer fragt, Männer oder Frauen? Gehst du in die Disco? Oder bist du früher in die Disco gegangen? Genau, möchtest du tanzen? Oder möchtest du mit mir tanzen? Also mit mir kommt zwischendrin und tanzen erst am Schluss, der Infinitiv erst am Schluss. Okay, Nancy, du tust gerne tanzen. Ja? Immer möchtest du mit uns tanzen. Der Steve fragt, möchtest du tanzen? Und Nancy antwortet, immer. Genau, du könntest auch trinken fragen, aber trinken, das Verb kommt am Schluss. Also du musst zuerst sagen, mit mir. Mit mir. Ja? Das ist noch die Antwort von vorher. Möchtest zum Beispiel musizieren oder Gitarre spielen? Und dann möchtest du mit mir musizieren? Möchtest du mit mir ein Gläschen Wein trinken? Möchtest du mit mir spazieren? Ja? Oder kommst du mit? Kommst du mit mir? Was ist echt das? Ein Konzert. Wie heisst die Frage? Möchtest du Wein trinken? Genau, Steve. Möchtest du Wein trinken? Möchtest du an ein Konzert? Möchtest du mit mir an ein Konzert gehen? Oder wir sind eine Familie, dann kann ich fragen, möchtest du mit uns an ein Konzert kommen? Wir gehen an ein Konzert. Möchtest du mitkommen? Oder möchtet ihr mit uns ans Konzert kommen? Wir haben noch 2 freie Plätze im Auto oder wir haben noch 3 Billette frei. Möchtest du mit uns ans Konzert kommen? Kommst du mit mir an ein Konzert? Kommst du mit? An ein Konzert. Also, ich gehe an ein
es Konzert. Und das ist zweimal Vokal. A, E. A, es Konzert. Darum sagen wir anes Konzert. Also das N ist nur da zum Verbinden. N verbindet zwei Vokale. Also, aber ich kann auch fragen, anes Konzert ist to a concert. Aber wenn ich weiss, das Konzert, ja, dann sage ich, möchtest du mit mir ans Konzert von der Anja kommen? Meine Tochter Anja hat ein Konzert. Möchtest du mit mir an das Konzert kommen? Also möchtest du mit mir ans Konzert kommen? Ja, aber das N dort, das ist nur zum Vokal verbinden, dass es besser fließt. Dass ich nicht mehr sage, an ein Konzert, sondern an ein Konzert. Das ist schwierig zu sagen. Okay, dann musst du ein bisschen üben, Steve. Du musst ein bisschen üben. So schwierig ist das nicht. Ja. Was machen? Was machen? Die Mutter geht das Kind abholen in der Schule und das Kind hat frei am Nachmittag und die Mutter fragt, was jetzt machen? Ja? Was möchtest du machen? Was möchtest du machen? Was möchtest du jetzt machen? Auf was hast du Lust? Was möchtest du machen? Ich möchte, da habt ihr ein Bild links. Ich bin immer seitenverkehrt. Nicht wie im Spiegel. Ich möchte was? Was möchtet ihr machen? Was möchtet ihr auf dem Bild machen? Natürlich, in der Schweiz sagt man nicht Fahrrad, in der Schweiz sagt man Velo. Ja, so wie die Franzosen, vom Französischen. Ja, ich möchte Velo fahren. Ich möchte Velo fahren. Tun ihr auch gerne Velo fahren? Ich möchte Velo fahren. Das ist jetzt ein spezielles Ding mit dem Gehen. Du kannst sagen, ich möchte Velo fahren oder ich möchte auf eine Velotour gehen. Wenn du kein Verb hast, ein zweites im Satz, dann sagst du, ich möchte auf eine Velotour gehen. Ich möchte Velo fahren, genau. Genau, Patricia. Also, habt ihr gerne Velo? Tun ihr gerne Velo fahren? Du auch, Steve. Genau. Ich tue auch sehr gerne Velo fahren. Ich habe so ein Citybike. Ich gehe gerne in den Wald oder an den Strand oder in die Natur. Ja, Velo fahren ist mega cool. Ah, Steve, du möchtest eine Velotour in Spanien machen? Nicht schlecht. Spanien ist im Sommer vielleicht heiß zum Velofahren. Aber jetzt wäre es vielleicht sehr schön. Ich möchte Velo fahren. Ein Bier. Habt ihr gerne ein Bier? Was möchtest du? Ein Bier oder etwas anderes? Was möchtest du? Ah, Nancy, du möchtest wandern. Wandern. Ja? Du tust in den Bergen wandern. Man kann auch im Wald wandern. Ja? Wenn es nur ganz ein kleiner Spaziergang ist, dann sagst du, spazieren. Eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, eine Stunde vielleicht spazieren. In der Nähe, in der Umgebung. Wenn du in die Berge gehst, einen ganzen Tag, dann gehst du wandern.
Möchtest du ein Bier? Genau. Du kannst deinen Kollegen oder deine Kollegin fragen, möchtest du ein Bier? Ich spendiere dir ein Bier. Genau. Wandern ist to go hiking. Ja. Was möchtest du lieber? Was möchtest du lieber? Zum Beispiel am nächsten Samstag. Was möchtest du am nächsten Samstag lieber machen? Möchtest du eine Velotour machen oder möchtest du ins Kino gehen? Was gefällt dir besser? Auf was hast du Lust? Möchtest du lieber eine Velotour machen oder ins Kino gehen? Oder vielleicht beides. Du könntest am Tag eine Velotour machen und am Abend ins Kino gehen. Wer weiß? Was denkst du? Was möchtest du lieber? Lieber ist die Steigerung von gern. Ich tue gern Velo fahren. Ich tue lieber Velo fahren als Auto fahren. Patricia, du möchtest ins Kino gehen? Ja, gehst gerne ins Kino. Nancy, du möchtest lieber eine Velotour machen? Ja, wunderbar. Und ich wäre für beides. Velotour ist besser. Genau, Steve, du möchtest auch lieber auf eine Velotour gehen. Ja. Wenn es schönes Wetter ist, man könnte auch sagen, wenn schönes Wetter ist, möchte ich lieber Velo fahren, aber wenn es regnet, möchte ich lieber ins Kino. Am letzten Samstag zum Beispiel war es nicht so schön, dann wäre ich lieber ins Kino gegangen. Also es kommt darauf an, es kommt aufs Wetter an. Wenn es schön ist, kann ich Velo fahren. Wenn es regnet, gehe ich lieber ins Kino. Was möchtest du lieber? Tanzen oder singen? Oder was machst du lieber? Tanzen oder singen? Oder Musik machen? Musizieren? Was machst du lieber? Oder zuhören und zuschauen, was andere machen. An ein Konzert gehen. Ja. Was machst du lieber? Ich muss sagen, ich tue lieber singen als tanzen. Ich tue sehr gerne singen. Musik machen vielleicht auch. Ja, Musik machen ist auch gut. Nancy, du bist Tänzerin. Du möchtest tanzen. Und die anderen? Würdet ihr lieber tanzen oder eine Velotour machen? Tanzen ist besser. Ja, das geht für Fitness. Dann musst du nicht mehr ins Fitness. Und das ist gratis. Oh, Patricia, du machst beides gern. Super. Aber das braucht viel Schnuff, ja? Wenn du tanzen und singen, das ist schwierig. Oder vielleicht in der Pause tanzen und wenn du singen musst, tust du vielleicht weniger tanzen. Ja. Das ist cool. Hättest du lieber einen Kaffee oder einen Tee? Was hättest du lieber? Was möchtest du lieber? Ein Kaffee oder ein Tee? Ich trinke selber sehr gerne Tee. Verschiedene Tee. Nicht nur Schwarztee, Kräutertee, Pflanzen vom Garten oder vom Laden. Ja, frische Pflanzen. Ringelblumentee zum Beispiel oder Brennnesseltee oder Münzentee. Nancy, du bist für einen Kaffee. Du brauchst Energie. Das ist gut.
Das Kaffee stellt einem immer wieder auf die Beine. Was möchtest du lieber? Ein neues Auto oder ein neues Haus? Was möchtest du lieber? Ein neues Luxusauto oder ein neues Haus? Es gibt Autos, die sind schon fast so teuer wie Häuser. Kaffee au lait, das Milchkaffee. Nun, Patricia, du nimmst beides. Eine Schale kannst du auch sagen. Eine Schale ist eigentlich ein Bowl, ja, eine Schale. Und wenn du im Restaurant bist in der Schweiz, wenn du anstatt ein Milchkaffee kannst du auch eine Schale bestellen. Du kannst sagen, ich möchte gerne eine Schale. Genau. Es kommt darauf an, was du brauchst, ja. Luna Nera, also Patricia. Patricia, du möchtest ein Haus. Genau. Dann hat man kann leben ohne Auto, aber ohne Haus zu leben ist schwierig. Ja, man kann etwas mieten oder so, aber natürlich ist es schön, wenn man selber ein Haus hat. Was möchtest du lieber? An ein Konzert gehen oder daheim bleiben? Lenzi, du möchtest ein Chalet, so ein Holzhaus in den Bergen. Ein zweites Haus, wo du am Wochenende kannst in die Berge gehen. Ein Chalet. Und du, Steve, du möchtest lieber ein Auto, so ein teures Luxusauto. Du hast vielleicht schon ein Haus, du brauchst kein neues Haus. Ja. Ein Haus oder ein Haus? Ein Haus oder one house? Ein Haus. Ja. Und möchtet ihr lieber an ein Konzert gehen heute am Abend oder möchtet ihr heute lieber daheim bleiben? Ja. Wenn du fit bist, wenn es dir gut geht, wenn du Zeit hast, dann möchtest du lieber an ein Konzert gehen. Genau. Patricia, du möchtest lieber an ein Konzert. Aber wenn du vielleicht müde bist, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, wenn du Kopfweh hast, dann bleibst du vielleicht lieber daheim. Ja, Konzerte sind schön und wir haben jetzt lang wenig Konzerte gehabt oder kein Konzert. Ja. Und es ist schön, wenn es wieder ein Konzert gibt. Wir haben im Oktober ein Konzert, ein Gospelkonzert. Das wird super. Was würdest du am liebsten machen? Ja, Patricia, du hast viel Energie. Du tust tanzen, singen, an Konzert gehen, alles miteinander. Was möchtest du am liebsten machen mit deiner Energie? Was möchtest du am Wochenende am liebsten machen? Ich würde am liebsten am Wochenende schwimmen. Es wäre schön, wenn es noch die Sonne scheint und man noch an den See schwimmen oder ans Meer oder irgendwo. Was möchtest du am liebsten machen? Oder was möchtest du am liebsten essen? Also wir machen etwas gern. Ich tue gern singen. Ich tue lieber singen als Gitarre spielen. Ja, am liebsten möchtest du wandern, Steve. Und du möchtest am Strand wandern oder laufen. Nancy. Ja. Also wir haben am liebsten. Oder Velofahren am Strand. Aber wenn es Sand hat, im Sand ist es vielleicht ein bisschen schwierig zum Velofahren. Ausser du hast so ein Velo mit
dicken Reifen, speziell für den Sand. Ah, hallo Boris, du möchtest Schweizerdeutsch studieren. Sehr gut. Ja, dann machst du sicher schnell Fortschritt. Du, Patricia, du möchtest gerne tanzen und kochen. Du bist sehr kreativ. Ja. Am liebsten tanzen und kochen. Oder tanzend kochen. Du kannst in der Küche tanzen und kochen. Und wohin möchtest du am liebsten gehen? Zum Beispiel in deinen nächsten Ferien. Jetzt sind Herbstferien vor der Tür. Ich weiss nicht, ob du Herbstferien hast oder nicht. Wohin möchtest du am liebsten gehen? An welchen Ort? Ja, wohin möchtest du am liebsten gehen? Ich möchte am liebsten... Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht noch an einen warmen Ort in der Türkei. Ich möchte am liebsten in die Türkei gehen. Aber ich habe keine Herbstferien. Und ihr? Wohin möchtet ihr am liebsten gehen? Steve, du möchtest nach Spanien gehen. Auf Spanien. Auch an Strand. Strandferien, vielleicht surfen. Du tust vielleicht gerne surfen oder segeln oder schwimmen im Meer. Oder wandern, in den Pyrenäen wandern. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Also, es ist schön, sind ihr da gewesen. Jetzt ist noch der Boris gekommen. Ich weiss nicht, seit wann dass du schon da bist. Aber schön hast du dich auch noch gemeldet. Ich weiss nicht, haben vielleicht andere Leute zugelassen und zugeschaut und Angst gehabt zu schreiben. Es ist nicht so schlimm. Ihr könnt schreiben, wie ihr wollt. Es gibt keine Regeln auf Schweizerdeutsch. Hauptsache, ich weiss, was ihr meint. Patricia, du möchtest auf Brasilien gehen. Kommst du von Brasilien? Hast du dort Freunde und Familie? Oder wieso Brasilien? Oder ist es einfach ein schönes Land? Oh, das ist sehr weit, genau, Brasilien. Brasilien das ist um die halbe Erde, ja, muss man da reisen. Wohin möchtet ihr am liebsten gehen? Genau, Steve, du kannst eigentlich schreiben. Ich schreibe mehr oder weniger, wie ich rede. Plus, minus. Aber, Luna Nera, also Patricia, du bist Brasilianerin. Darum tust du gerne tanzen, Salsa oder so. Ja. Steve, du möchtest auch auf Brasilien, am Strand. Genau. Schweizerdeutsch kann jeder schreiben, wie er will. Was wir schreiben in der Schweiz ist eigentlich Hochdeutsch. Ja? Die geschriebene Sprache ist Hochdeutsch. Und dann gibt es auch die vielen verschiedenen Dialekte und jeder redet ein bisschen anders. Und eigentlich gibt es keine offiziellen so Regeln. Oder wir lernen auch nicht schreiben in der Schule. So und so schreibt man Schweizerdeutsch. Man schreibt immer Hochdeutsch in der Schule, zum Beispiel. Aber mit SMS und in Chat und so schreibt man immer mehr, schreiben die Leute auch Schweizerdeutsch. Aber sie schreiben, wie sie wollen. Steve, tust du auch Salsa tanzen? Das ist cool. Vielleicht könnt ihr euch einmal treffen, Steve und Patricia, und zusammen Salsa tanzen. Oder Tango. Aber das ist mehr aus Argentinien, glaube ich. Vielleicht tut man in Brasilien auch Tango tanzen. Ja. Also, ich hoffe, es ist alles klar. Habt ihr noch eine Frage, dann schreiben Sie noch. Wir haben heute vor allem das Verb «möchten», also den Konjunktiv von «mögen», haben wir geübt. Ich möchte, du möchtest, er möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Und wir haben auch
gesagt gern, also gern ein bisschen weniger. Wenn du etwas möchtest, dann hast du das sehr wahrscheinlich gern. Dann lieber und am liebsten. Also die Steigerung von gern. Auf Schweizerdeutsch brauchen wir das Adverb gern brauchen. Wir haben nicht ein Verb, das heisst to like. Wir sagen, ich habe gern oder ich möchte gern oder ich tue gern. Ja? Du möchtest besser Schweizerdeutsch reden. Gut, Steve, ich hoffe, ja, Tango ist schwieriger vielleicht als Salsa. Ich kann es nicht. weder Tango noch Salsa. Einfach so ein bisschen tanzen. Ja. Aber dann bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt wieder Zeit mitzukommen, dabei zu sein, wenn wir da zusammen Livestream haben. Ich wünsche schön, dass ihr da seid und mit mir chattet und geredet. Reden. Also nicht sprechen, sondern reden. In der Schweiz sagen wir Schweizerdeutsch reden. Genau. Und genau. Also, danke vielmals. Okay, ich könnte vielleicht mit Salsa anfangen. Salsa habe ich, oder Samba habe ich eigentlich auch ein bisschen gelernt. Nicht Salsa, in meinem Kurs. Das weiss ich noch ganz ein bisschen. Aber Tango mag ich mich nicht mehr erinnern. Ja, es hat mich gefreut, mit euch zu chatten, dass ihr da seid. Merci vielmals fürs Mitmachen. Viel Spass weiterhin beim Schweizerdeutsch. Okay, Steve, du kannst mit Luna Nera, also mit der Patricia, abmachen und dann könnt ihr zusammen tanzen. Das ist immer schön, wenn man Männer findet, die gerne tanzen, weil häufig haben die Frauen da ein Problem, um genug Männer zu finden, die gerne tanzen, oder nicht? Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spass beim Tanzen, auf Schweizerdeutsch reden und so weiter. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.